Ekran! Ekranen geef ich ab, aus Warnen war. Hey, kommt ran met me! Hier reden wir über wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Junt S. Eduard Kiesbrecht. Weit Welkom lieve vrienden, welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag hier erbij bent en dat u bij ons een programma toehaart ja, toechecken is en we mochten die einfach gerade sehen von der wensen en we gaan vandaag waren een reining erbij. Vijfmaal wie ze fangen ihre Geschichte vertellen en die wir so interessant en Gott hat so viel gedaan. Wir krijgen nicht in een programma nennen. So von der mochten wir die Einladung hart wieder, was sie zu sagen haben. Vijfmaal zei ze, wo sie Gott angefangen hat, te reden en een vers met gegeven had. En dat zij uit een kolonie uittrekken, dat zij een man dat entschieden hadden. En van daar wilden ze die Geschichte wieder vertellen. Wat je wieder erleben deden? Ja, wir verleiten an die Kolonien und tragen das vorhanden. Und dass ich sehe, dass wir nicht ein leichtes Ding, wenn es wie einer den Staub nimmt, dann wird ein sehr allein gelassen. Aber ich muss einfach sagen, Gott, wir beschämt sich sehr, muss ich wahr sein, weil Gott besorgt, wir haben uns geschickt, ein Missionarenlied von der Wunden in Santa Cruz. Und wir werden im Norden aus Handramun getragen. Und kommen die dahin, die haben die Hit von uns, dass wir segnen werden und wir wieder bossen wollen. Und dann sagt er, sie wollen 5.2. frisch kommen und dann soll wir uns warme Freund haben, was interessiert sein, sollen wir die einladen und dann wird er was verbringen. Und so dann kommt der 5.2. Wir merken uns reden, die chimen auch und dann vertraut er sein Zeugnis. Und wo hat Jesus angenommen. Und was das Leben wir mit Jesus. Was Messiah abkommt, was Messiah sagen bleibt, wie Lukas 14, Vers 25, sieht du ging viel Volk mal am Met und dreht sich um und sieht an. Wenn irgendwer noch mitkommt und nicht sein Vater und seine Mutter und Früh und Kinder und Bruder und Schwester versteht und sogar sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mit mitkommt, kann nicht mein Jünger sein. So, das für mich sehr interessant. Das wird irgendwo für mich wieder das erste Mal, dass ich von Jesus wirklich der Hauptpunkt wie Jesus, was er mir das deutlich, dass wir zur Welt gekommen, Gott hat ihm geschickt, dass wir am Krieg gestorben. Für mich wird das irgendwo den Tag ganz was Neues und was Besonderes. Und mir redet an, was er sagt, aber ich kann nicht besagen, dass wir irgendwas gesagt davon, mir wird das sehr abfällt und mir bleibt das sehr selten. Und nach einem Vers, was seht wir an Johannes 1 erst dort. Vers 12, dort sagt, über all die am Abnehmen und an seinen Namen bleiben, die heute macht, Gott seine Kinder zu werden. Und den Abend, als ich mir dann Handschneiden dann war mein Kind, die Jesus bei und ich sehe mein Hort, die sollst du wohl niemals mehr Ritter gehen ansehen. Ich weiß nicht, für wie viel das Mal, dann geht mir das Licht an. Wat je jeden Tag gebetet Ja, nicht so vorig. Das bist für mich, ich kann immer sein, ich nahm dann Jesus an und ich fluchte ihm meine Sünden vergeben. Irgendwo, dort leben wir uns dort was, Gott segnen und dort nicht ein Hort haben für ihn. Und über den Tag wird es für mich wieder vorig. Und das hat ich all, wie 30 Jahre hat ich das morgens und das Abends einmal gesagt. Und Gott hat es gehört. Wow. Jesus hat es gehört. Dat zag je ook in de Bijbel. Wer am Segen wordt, dan wordt wie am Fingen. Und den Abend, ich habe niemals mehr das Gebet. Für mich wird das vorig. Das braucht das nicht mehr sein. Ich habe nicht genug gefragt. Und nu wie heute Mann. Und das wir 5.2. 1998. Und die nächsten Mal ist das auch abwirkt, dass wir für mich, dass wir eine ganz neue Welt. Wir wohnen in einem Haus, das nicht gefarben wird, dass wir alle nicht vorgeht. Aber ich stand ab und das leid alle nie. Das leid es, wenn wir in einem ganz neuen Haus wohnen. Ich checkte zum Fenster rein und das hat alles eine andere Klär. Und dann fange ich an zu denken an mein Leben so, was hier. Und das ist, ich fange an mich zu freuen. Dort alle Mann gehen uns wird, dass wir uns wegen fallen, nicht? Das fängt mir an Freude zu geben. Das wir bloß eben ein Part von
Jesus zijn Jünger zijn. En ik verstand dat dan nog lang niet alle, aber dat wie für mich irgendwo ein Anfang von een sehr großen Freiheit Leben. En even dem fangen wir meistens an Bibelstunden te haben mit meiner Freund. Und dann ging die Apostelgeschichte durch. Und dann, wie wir nach Gochwijk waren, dann sagt Petrus durch seine ganze Botschaft in Apostelgeschichte 2. Und dann fragen die an, was soll wir dann nun tun? Er hat den ganzen Evangelium vorgelegt. Und dann sagt er, die sollen amtieren und sie sollen sich glauben deuten in Jesus sein Namen. Und immer wieder, wenn wir Apostelgeschichte durchgingen, immer weiter fangen wir dort die bekehren sich und leiten sich deuten. Dann fangen wir dort an, Gedanken zu geben. Ich will bei jemand gehen in der Kolonie, wir wollen uns befreien, wir wollen Land halten, und dann müssen wir eben bei jemand gehen. Ich habe Christen mitwendig gelehrt, so ich soll, ich habe keine Fehler. Wir haben gesagt, ich denke in der Zeit, wenn einer keinen Fehler hat, irgendwann kann ich das alle erreichen mehr. Aber ich verstand das nicht, dass ich wie im Glauben gedeiht. Das ging mir immer dabei. Und da werden wenig da, was mir das nicht anreden. Dass ich muss so mit deuten lassen. Ich bin bekehrt und ich soll mit deuten lassen. Und als die Zeit wieder ging, fang ich da anfangen zu reden. Ich rede erstens zu meinem Mann von. Und er sagt, ich habe wirklich auch Gedanken über gehabt. Und an den 2 Töchtern waren eine wie 10 und eine wie 15. Und die hatten auch beide geredet von, sie wollen sich taufen lassen. Und ich sagte, und ich will auch, ein Tag will ich auch. Und dann sagen sie, dann lüge ich auf die. Dann lüge ich für die, Mom. Und dann reden wieder mit Dietrich von, dann sage ich Dietrich auch. Er auf der Klar, ein Tag war er auch, das ist noch nicht vorig. Und dann ging die Zeit vorbei, dann kam der Tag in 2004, leid wir uns dann als Familie ab dem Glauben deuten. Wir noch einmal war eine sehr schöne Zeit. Aber nach dem Vers, was ich will mitteilen, noch erst in 2. Korinther, Vers 5 und 17, dort sagt dort, wenn wer in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort wird er vorher wie es nicht mehr und er ist nie geworden. Und der andere Vers, was Gott mir meist vorzugeven in der Zeit, wo das schwer war, wo wir so allein standen, wenn sie uns glauben, Markus 10, 29. Und dort wird für mich ein sehr, sehr guter Trost. Ich kann mich manchen Tag mich mit dem Vers, dort ist in Markus 10, Vers 29. Dort sagt Petrus sagt an, wir haben alles verloren und sind mit dir mitgekommen. Jesus sagt, ich sage Ihnen die Wahrheit, du ist nicht einer, der Hüß, oder Bruder, oder Schwester, oder Mutter, oder Vater, oder Kinder, oder Länder an mich wollen, und wen das Evangelium verloren hat. Die nicht all in dit Leben werden in einer Verfolgung, das bleibt mir sehr sagen, 100-mal so viel Hüser, und Brüder, und Schwestern, und Mütter, und Kinder, und Land stehen wird, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Und das muss ich immer wahr sein, wo Gott meine Mama gibt, mein Vater gibt, die gibt mir alle Frühes, was so in meine Mama liegt. Und die gibt mir Mann in mein Leben, was die Sachen so kriegt als mein Vater. Und irgendwo immer wahr sage ich das. Wo Gott für sorry nicht. So, je habt eine ganze Geschichte, wo ich nach mir auf und wo ich so viel über Gott wie du in jedem Moment. Diese ganze Zeit, was du hier mir jene Geschichte vertellt hast, oder deine Geschichte, ich kann nicht einmal abhören mit der Freude daran, was Gott tat und deed, all damals. Und ich hatte einen großen Smile, wenn ich sage, das ist nicht für dich was an sein, dass ich das nicht merke. Für mich ist das so eine Freude, wenn Gott so wirkt. Und er so deep durch die Bibel und durch verschiedenste Städte. Es ist die Faith-Programm jetzt, wo er die in Bibelvers in den Urne gesagt hat. Gott ist einfach wunderbar. Amen. Yes. Und was hast du noch wieder uns zu sagen? Ich will bloß merken, ein Ding, was mir sehr groß geworden in meinem Leben nie wieder, also das ist eine Woche immer jährlich wieder, und beten. Dort einer ein Gebetsleben führt, in einem Glaubensleben und beten. Und dankbar sein für was Gott tut. Viel mehr als immer nur dit und ja, nur dort alle Frauen.
ein dankbares Leben führen, Gott danken. Einfach bloß Dankeschön sein. Dort so viel, mein einziges Gebet ist Dankeschön sein. Und ich muss wirklich sein, du wirst Mut merken. Mensch, irgendwie, wenn ihr nicht weiten wollt zu beten, oder was die sollen sein, blieb bloß beim Gott danken. Hij hier dort und hij wel gedankt zijn voor wat hij deed. Mensen onarm heb ich nicht. Dankeschön für den Mutmerken, David. Und auch für dein Zeugnis, dass du so brav wirst, dass du keine Angst hast, alles zu sagen, was du durchgemerkt hast. Und ich glaube, viele Menschen können mitfühlen mit dir. Und viele Menschen von den Tauchhirers, die haben vielleicht ähnliche Geschichten durchgegangen, aber sind gerade nie dabei. Und all die Tauchhirers, die so eine Sache durchgehen und was in schweren Situationen sind, möchte ich die Mut wünschen. Gib nicht ab. Amen. Wenn du half durch bist und du klotterst auf den Bauch ab, eher du Buben bist, wirst du dort nicht sein können. Du wirst nicht sein können, wo das eng ist. Du machst einfach wieder klottern, Staub für Staub und jeft nicht ab. Und das so scheint zu sein, wo je nach einmal als Lied und als Familie wieder klottern. Und die sind wirklich ein großes Vorbild für mein Leben, all die was. Und ich sage dir nachher vielen Dank schön an für das mit dem. Mir hat das viel geholfen, dass wir das erste Mal, dass ich die ganze Zeugnis so auf einmal hören kann. Und das ist ein sehr großes Verreich. Und ich glaube, das ist für uns alle ein großes Verreich gewesen, liebe Tauhierer. Ich möchte euch nachher mal Gottes sehen, Menschen. Und bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Dit Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Fragen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.